Pensionen. An der vergangenen Monat gouf wahrscheinlich kein anderes Thema so intensiv diskutiert wie das und werde es auch noch eine Zeit beschäftigen. Als ADR war es auch immens wichtig, dass wir die Leute draußen informieren über diese Ideen und dafür hatten wir in all Stadt eine Broschüre ausdehnen gelassen mit unseren nächsten Proposen. So viel wie nur der Veredelung von der neuen Regierung davon geschwatzt gouf, so ruhig war aber 4 Runden Wahlen, was Pensionen betrifft. Der hat schon ihrem Wahlprogramm für die Chamberwahlen 2023 als einzige Partei lieber klar zu einer Anpassung vom Pensionssystem an dieser Legislaturperiode bekannt. Dass es an unserem Pensionssystem geht, wissen wir aber nicht recht seit 2023. Das hatten wir auch am Wahlkampf schon 2018 klar thematisiert. Wir haben die Leute nie verstoppt, dass hier unkommende Decisionen auf uns durchkommen werden. Wir gehen aber so tun, wie den 2018 auch noch von der CSV hören. Was euch auch nicht verwundern dürft, schließlich hat Staatsminister Jean-Claude Juncker schon in 90 Jahren für der berühmten Rentenmauer gewarnt. Seit dem Anfang der neuen Regierung scheint es ja mal so, wie wenn sich ob man der Erkenntnis durchgesagt hat, dass wir etwas machen müssen, wo noch nicht genau gewusst ist, was, wie meine Vorrednerin gerade auch schon erwähnt hat. Aber wie seht ihr so schön, gut Ding braucht Weile. Alle Evaluierung kann ja mehr evaluiert und durchgerechnet, weil ja nur zurückrudern zu müssen. Dafür ein grosses Merci, Madame Minister, dass Sie das Thema in die Öffentlichkeit gebracht hat und die Leute, jung und Männer jung, sowie ein ganz Party gesellschaftlich Verband an dem Kader auch proaktiv dazu eingeladen hat, mitzudiskutieren. Wie weit wir uns dann noch beim zweiten Schritt, also konkrete Lösungsvorschläge einsehen, darüber wissen wir am Ende von dieser Debatte von heute vielleicht ein bisschen mehr. Wie gerade schon gesagt, gibt die Rentenmauer seit den 90er Jahren annimmt. Während ausgewöhnliche Wurzeln sie aber immer verreckelt hat, und viele Leute eine falsche Sicherheit vermittelt hat, dass ihnen sich auf manche Plätze schon gefreut hat, ob sie überhaupt existiert, kommen mir der berühmte Rentenmauer haut aber nur gefährlich schnell. Münd muss schon hören von der Madame Minister. 2024 stehen 505.000 Leute, die abbezahlt haben, 225.000 Pensionäre vis-à-vis, also bald 50%. Den aktuellen Projektionen noch geht den Aufstand an den nächsten Jahren immer mehr klein, bis in 2070 sogar negativ geht. 2022 stehen 7,2% von unserem Bruttoinlandsprodukt für die Ausgabe von den Pensionen nach 8,6% unseres Hätten entgehen. So wie es schenkt, verschiebt sich das Relation mehr sehr und nicht negativ, wie nach 2022 projiziert. Auch so hat ihr ja schon de Moin erwähnt, und wir hören 2027 300 Millionen, die uns fehlen, was knapp als Mann gedeelt hat. Wenn uns Reserven zurückgehen und auf Basis von der aktuellen Gesetzeslage von 2012 geht den Automatismus vom Ajustement déclenchiert, gehen die Ajustemente automatisch auf 25% drauf und das voraussichtlich ja schon nächstes Jahr. Was sind Probleme? Wieder durch die Pensionsdiskussion von letzten 19 Monaten an Seite von ökonomisch echter Mohrenseite gefordert gouf, also dann noch schwer zu sagen, wie sehr und wie stark eine ökonomische Krise die Situation noch verschärft. Es feiert aber auf jeden Fall der Frage, für was die Rentenmauer bis weil ob einmal so sehr abgetaucht ist, nachdem es mir so lange davon geschwärzt haben. Dazu hat ein Zusammenspiel von multiplen Entwicklungen und auch Krisen beigetragen, die sich bekannt waren, denen dann aber auch hat müssen zur Kenntnis hören. Der erste ist die demografische Wachstumskrise, die direkt mit der Natur von unserem Pensionssystem zusammenhängt. Als Alterssicherung braucht im Umlageverfahren, das heißt, die Leute, die heute arbeiten gehen, bezahlen Pensionen von den aktuellen Pensionären. Ob Pensionär brauchen wir heute statistisch 2,5 Personen, die arbeiten. 12 von unseren Pensionären wies also auf 40 Jahren de facto 2,5. Die Reserven an unserer Pensionskasse bilden wir an dem Schneeballsystem just, wenn die Relation von den Aktiven ob die Pensionären über den statistischen 2,5 liegt. Es bleibt festzuhalten, dass dieses System einen entsprechenden demografischen Wachstum an der kotisierenden Bevölkerung voraussetzt. Wenn wir also immer mehr Recetten wie Depensen wollen, dann müssten wir das Wachstum noch mehr steigern, wie wir eine schon haben. Und müssen da laut Berechnungen von 2022 von der IGSS
am Jahr 2070 1.715.000 schaffend Leute tun, für 745.000 Pensionen zu bezahlen. Das ist unvorstellbar und ich meine, das will heute Bonn noch gehen. Wir Leute zu Lützeburg die vergangenen Jahre einen vermeintlich einfachen Ausweg fand, für den Schneeballeffekt aus dem Weg zu gehen. Am Platz Pension zu reformieren oder als Familien-, Immigrations- und Ausbildungspolitik zu überdenken, haben wir einfach die fehlende Arbeitskraft importiert aus der Grenzregion, aus anderen EU-Ländern und noch immer mehr aus Drittländern. Die kommen also wo hin, sodass wir nicht mehr Lücken an unserem Pensionssystem können schließen, wenn wir unsere Ausbildung auch noch von den anderen Ländern finanzieren. Ganz so einfach, wenn auf der Basis kein Mengen, also da schlussendlich nicht ohne Kollateralschäden bleiben. Probleme am Logementsmarché, am Schulsystem, am Gesundheitssektor und an der Verkehrsinfrastruktur. Mittlerweile kofinanzieren wir sogar schon am größten Stil Infrastrukturprojekte an der Großregion, für das Leute mehr einfach bei Schaffen kommen können. Und trotz der Explosion von den Logementspreisen an dem Stau bei den Autobahnen stimmen wir doch dann aber kurz für der gefährdeten Rentemauer. An einem gewissen Sinn vielleicht sogar am richtigen Block. Wir stimmen mit verschiedenen Entwicklungen nämlich nicht ganz lang. Auch als Notbeschländer funktionieren Umlageverfahren, als für Pensionen, ob hier schaffend Leute angewiesen. Wer man eine Immigration will, der kann sich natürlich auch keine Emigration wünschen. Dementsprechend haben wir die Unzählige vom Konkurrenzkampf, an dem sich Notbeschländer als ein Arbeitsmarkt für Frontalier bewusst mehr unattraktiv machen, zum Beispiel durch Besteuerung von Niederstunden, hat Bonn schon mehr wie einmal diskutiert. Und war wahrscheinlich auch nicht für die Last. Wir wissen nicht, wenn die das, was wir aktuell an der Grenzregion erleben, sich im internationalen Kontext wird wiederholen. Der Weckruf schenkt also wirklich der richtigen Block zu sein. Bei der Zuwanderung an unserem Arbeitsmarkt profitieren wir von den unattraktiven Konditionen an den Herkunftsländern. Wir auch die können irgendwann redressiert gehen und ich wohne zu suchen, dass wir auch Punkte wieder Konditionen wohl kaum auf dem Fall Punkte werden, für die Leute Lützeburg zu locken. Auch der sogenannte Brain Drain nicht zu vergessen, der besonders unterentwickelte Länder trifft, an dem es mir hinnen hier für viel Suchen ausgebildeten ökonomischen Eliten oder Talente aufwerben. Schon länger soll den Ursachen sollte mir den Umstand, dass Rentemauer immer mehr könnt, auch als Weckruf und als Chance begreifen, für eine ganz ritsche politische Fehlentscheidungen, die all zu der zukünftigen potenziellen Rentekrise beigedrohen haben, auf die Licht zu hüllen. Leider sind ich mit der Problemanalyse immer noch nicht ganz durch. Ob all begrüßenswerte Maßnahmen aus den letzten Monaten, der die Ökonomie soll stärken, kommt quasi eine Decision, die prädestiniert war, so aufzuwirken. Da spielen einerseits noch immer die Unterbrechungen von unseren Lieferketten durch Lockdowns, Kriegshandlungen am Roten Meer und seit mittlerweile 3 Jahren die Russlandsaktionen eine Rolle. Am selben Zusammenhang sollen da geschwommen womöglich 3% von unserem PIB, respektive RNB, an die Verteidigungsindustrie fließen, wo man Stand heute hauptsächlich die ausländische Industrie davon profitiert, aber leider nicht als eigen. Nach haben wir so Verteidigungsbudget noch nicht gestimmt, wir eine zusätzliche entsprechende Umverteilungsdiskussion von den Kosten und Zeit für knappe Käsen gibt natürlich obendrauf kommen, worauf mein Fraktionskollege, Herr Fred Kolb, unter anderem für uns 2 Wochen schon hingewiesen hat. Ein anderes Problem ist, dass wir immer mehr neue bürokratische Maßnahmen über das Betriebe ausschütten, denen nächst dadurch mehr produktive Arbeitszeit fehlt. Auch da, dass die Mäuse schon daneben gehen. Der Conseil national de la Produktivität hat in seinem letzten Rapport ja noch darauf hingewiesen, dass die Produktivität pro Arbeitsstunde schon seit 2010 stagniert und seit 2021 kontinuierlich zurückgeht. Konsequenz ist daraus mehr Benefice an den Betrieben, sprich mehr Steuern für den Staat. Und der Staat muss aber 84% bzw. 16% am öffentlichen Sektor vom Abkommen von den Rentebeiträgen bezahlen. Ich fasse einfach zusammen, dass ihr kennt Mengen, die sukzessive Regierungen hatten bewusst alles dazu gesagt, für die wirtschaftliche Wachstum, die wir auf Basis von unserem aktuellen System zwangsläufig für die Finanzierung von unseren Pensionen brauchen, aufzuwirken. Am selben Geist gibt es dann auch als Kompensationsfonds mit immer mehr ESG-Kriterien überzogen, die zusätzlich Zeit der Suche kosten, das Risiko von wirtschaftlichen Fehlinvestitionen potenziell erhöhen könnten und die potenzielle Rendite durch reduzieren geben. Auch das hat mein Fraktionskollege Tom Weidisch nicht mehr spät wie gestern in seinem Kaya-Halbonnen thematisiert. Aber leider ging auch an dem Bereich vis-à-vis von der Realität da Verschluss
am Gegensatz zu unseren direkten Nachbarn. Schlussendlich spielt eine weiter positiv gesellschaftliche Entwicklung modern, an der durch den Herr Schockmaldemoyer schon erwähnt. Die Leute gehen immer mehr, dementsprechend beziehen sich mehr lange Pensionen. Im Vergleich zu früher starten die Jungen an der Moyen mehr später in Berufsleben, bedingt durch eine anspruchsvolle Ausbildung am Ausland. Dadurch ergibt sich im späten Antritt in Berufsleben mit enger unter den jetzigen Bedingungen verkehrter Berufskarriere. Ehrlich zu Proposen von der ADR kommen, ging ich aber schon gerne für ein paar Grundsätze von uns nehmen. Das öffentlich-rechtliche Pensionssystem soll beibehalten gehen. Das Übergangsregime an der Fonction publique soll so wie geplant auslaufen gelassen gehen. Wir müssen definitiv aus unserem Wurstungsfall herauskommen. Bei allen Propositionen dürfen die sozial Schwachen nicht vergessen gehen. Alle Menschen haben Recht auf ein menschenwürdiges Leben so wollen. Am Hinblick auf die Pensionsreform müssen alle Neuerungen für die Gestalten aus dem Privatsektor wie auch aus dem öffentlichen Sektor gelten. Die Reserven aus dem Pensionsfonds vom Privatsektor dürfen exklusiv für die Finanzierung von Pensionen aus dem Privatsektor gebraucht gehen. Pensionen aus dem öffentlichen Sektor müssen weiterhin durch den Staat, respektive Gemeinden an den Steuerbund bezahlt gehen. Wir sollen noch von der Reform profitieren, für bei den Pensionären mit der kleinsten Pension eine Anpassung vorzunehmen. Es ist wichtig, dass wir der Altersarmut systematisch entgegenwirken, indem die Mindestpension und die Armutsgrenze zu Lützeburg automatisch angepasst wird. Es ist aber auch bewusst, dass tagelang nicht das Problem von der Altersarmut löst. Wir schmengen, das ist eine Diskussion für einen anderen Moment. Und damit wir mit meiner sicherlich nicht vollständigen Journalist zu diesem immens komplexen Problem dadurch kommen zu unseren Proposen für die Debatte von heute. Also erst stehen wir bei diesem Thema in einer historischen Verantwortung. Das dem Courage und dem Ansatz vom Robbie Mehlen und dem Gast Giberian zu verdanken, dass zu Lützeburg 1999 Strandegerechtigkeit zwischen dem öffentlichen und dem Privatsektor hergestellt wurde. In dem Sinn waren wir auch die Einzigen, die Courage hatten, beim Thema Pension führende Wahlen den Finger an den Fund zu legen. Und wir zicken noch nicht konstruktiv Lösungen vorzuschlagen, die hoffentlich ein Teil zur Lösung von unserem systemischen Problem von den Pensionen beitragen können. Wir als ADR proposieren kurz-, mittel- und langfristige Änderungen. Die kurz- und mittelfristig betreffen hauptsächlich den nächsten Pilier, wobei die langfristig hauptsächlich den zweiten und dritten Pilier betreffen. Ich schenke mir meist Pilier mit den kurzfristigen Maßnahmen. Zu den kurzfristigen Maßnahmen zählen all die kurzfristig dazu beitragen, uns mehr Zeit zu verschaffen, für die Rentenmauer ein bisschen nach Hand zu verrickeln. Es ist also auch bewusst, dass wir die Probleme von unserem Umlageverfahren dann noch nicht gelöst haben. Gucken wir auf die Kotisationen. Der Pensionsbeitrag, wie wir den schon pummeln hören, setzt sich aus 3,8% zusammen. Salarié Patron Staat. Wir als ADR geben alle gute Kotisationen erhöhen, und zwar um 1%, aber gestreckt über 10 Jahre. Das heißt, alle Jahre um 0,1%. Die progressive Anpassung um ein Total von 1% schafft Prävisibilität und lässt alle Konzernierten Zeit, für sich entsprechend anzupassen. Zum Beispiel ugeholt das Propos wird von 2026 gültig, dagegen Kotisationen also 2036 für alle Akteure bei 9% liegen. Rentenantrittsalter. Wir proposieren, den allgemeinen Rentenantrittsalter zu erhöhen, und zwar insgesamt 1 Jahr, gestreckt aber auch heute über 12 Jahre. Das Maßnahmen geben bedeuten, dass über 12 Jahre das Pensionsalter all Jahr im E-Monat an die Luft gehen. Das Anpassung gibt beim Pensionsantrittsalter ab 57 respektive 60 Jahre gelten. Das legale Pensionsalter von 65 Jahren bleibt aber bestehen. Ugeholtes Propos wird 2026 gültig, dagegen, wenn ich heute 60 Jahre habe und ich mit 63 Jahren an Pension gehen kann, ich also bis 63 Jahre an 3 Monate arbeiten gehen müsste. Kotisationsjahren gingen mir bei 40 Jahren belosen. Wir können beim Rentenantrittsalter aber noch gleich eine andere Baustelle aufräumen. Da der proposiert die Option, für die Freiberufler über 65 Jahre weiter kotisieren zu dürfen. Momentan müssen Freiberufler mit 65 Jahren ihre Pension holen und können nicht noch weiter kotisieren und damit weiter für ihre Pension bezahlen. Dem Freiberufler sollte erlaubt sein, die obligatorische Pension mit 65 Jahren nicht anlaufen zu lassen. Hier kotisiert normal weiter
soll seine Pension holen, wenn hier nicht für richtig hält. Du mit der Erhebung die Liquidität an der Pensionskasse und wir erheben hier Revenuen. Bleiben wir beim 65. Geburtstag vom Pensionär. Am Privatsektor darf ein Pensionär 65. Geburtstag zum von einem Drittel vom Mindestlohn durch freiwillig zusätzliche Arbeit erwirtschaften. Diese Mesur war zu ihrer Zeit, wo Lützeburg eine hohe Arbeitslosigkeit hat, sicher berechtigt. Heute, wo wir am Gegenteil doch Fachkräftemangel haben, ist diese Mesur an unseren Augen kontraproduktiv. Daher will diese Plafond von einem Drittel vom Mindestlohn aufschaffen. Es soll also kein Plafond mehr an dem Bereich für den Pensionär gehen, an dem wir mehr Freiheiten erraumen. An dem Fall ging der Pensionär aber auf den Revenu, den er zusätzlich zu seiner Pension kriegt, als Sozialbeitrag inklusive der Pensionsbeitrag auffeiern. Die gingen aber natürlich dann auch zur Berechnung für seiner definitiver Pension dann um 65. Geburtstag berücksichtigt gehen. Das ist auch zugunsten von der jungen Generation, die von der vorne Lehre kennt. Auch Leute, die körperlich arbeiten, sammeln am Laufe des Arbeitslebens viel Erfahrung in Form von sogenannten Soft Skills. Diese zusammen mit den nötigen Formationen, die Menschen nach ein paar Jahren am Backoffice können und wollen ersetzen. Eine andere Möglichkeit kann aber darüber bestehen, sich prioritär in der Formation vom Novus anzubringen. Natürlich unter der Voraussetzung, dass so Maßnahmen auch an Konzept vom Betrieb passen, für das auch der Patron den Anreiz hat, freiwillig mitzumachen. Alles immer natürlich auf freiwilliger Basis. Kommen wir zum Ajustement. Pensionen in Lützeburg gehen nicht nur indexiert, mehr ajustiert. Am aktuellen Pensionsgesetz ist dementsprechend eine sogenannte Bremse angebaut, wie ich eingangs hier schon gesagt habe. Wenn die Pensen mehr hoch bleiben wie die Resetten an der Pensionskasse, gehen die Ajustementen automatisch um 75% gekürzt und können bis auf 0 reduziert gehen. Wir als ADR hatten bei der Aufführung von dem Gesetz schon 2012 einen mehr nuancierten Weg proposiert, den wir auch heute noch immer für richtig halten und proposieren. Den degressiven Ajustement. Da der proposiert, das Ajustement sozial zu staffeln. Die erst zum Beispiel 4.000 € von allen Pensionen kriegen 100% vom Ajustement. Dann geht der Prozentsatz vom Ajustement pro Tranche von auch zum Beispiel 600 € degressive Ruf. Den Teil von den Pensionen, den auch heute zum Beispiel über 9.400, also schwarze Menschen von ganz hohen Pensionen, herausgeht, wird nicht mehr ajustiert. Als ADR proposieren wir, dass ein Ajustement bis 2-mal den Mindestlohn beibehalten wird und dann noch an Tranche reduziert wird. Die Maßnahme ist sowohl sozial gestaltet, weil das auch die Möglichkeit schafft, dass Pensionäre ihren gerechten Anteil und der Sanierung in der Pensionskasse beitragen. Kommen wir zu den Studienjahren. Aktuell kriegen die Studienjahre bis zum Alter von 27 Jahren unabhängig vom Diplom bei der Pension angerechnet. Das Modell ist für uns als ADR nämlich ganz zeitgemäß. Die kontinuierliche Formation gehört längst zum festen Bestandteil für viele Leute. Heute entscheiden sich recht, an einer späteren Lebensetappe für den akademischen Weg zu gehen. Da der proposiert, just nach einer Regelstudienzeit anzurechnen, dafür aber unabhängig von der Frage, zu welchem Zeitpunkt am Leben in sich für ein Studium entschieden wird. Die Studienjahre, die über die Regelstudienzeit herausgehen, können zu allem Moment auch nur gekauft gehen und von den Steuern aufgesagt gehen. Selbstverständlich sollte auch möglich sein, die Regelstudien bis zur Hälfte vom maximalen Plafond zurückkaufen zu können. Kommen wir zum letzten Punkt von den kurzfristig proposierten Maßnahmen vom ersten Pilier. Und da will ich auf die andere Seite von der Musel gucken. Ein Lützeburger Anwohner, den zeitweise in Deutschland arbeiten gegangen ist und ein Rand aus Deutschland bezieht, hat keinen Anspruch auf deutsche Steuerprivilegien. Hier bezieht vom 1. Euro an 25% auf seiner Pension mit einer Progression, die bis zu 40% geht. Das nennt ihn in Deutschland beschränkt steuerpflichtig. All Frontalier, den heute aber zu Lützeburg geschafft hat und eine Lützeburger Pension bezieht, profitiert allerdings von allen Abattements und möglichen Steuerkrediten, die Lützeburg anbietet. Das heißt, dass beim Frontalier-Pensionär die Steuern erreicht bei einem gewissen Höhe aufhängen, je nach Steuerklasse. Das ist am Anfang sozial ungerecht.
Den deutsche Frontalier, den also auf seinen deutschen Revenuen schon Abattement zu gut hat, kriegt zusätzlich für Lützeburg auch noch ein paar ähnliche Avantagen auf seiner Lützeburger Pension. Konträr dazu kriegt der Lützeburger Pensionär, den an Deutschland eine Pension bezieht, keine steuerlichen Avantagen von Deutschland aus auf seine deutsche Pension. Dazu könnte auch volkswirtschaftlich, dass der deutsche Frontalier den größten Teil von seiner Pension an der deutschen Volkswirtschaft ausgeht. Und du stellst mir jetzt froh, müsst ihr mir doch als Lützeburg darüber nachdenken, wenn ein deutsches Modell von beschränkt Steuerpflichtigen für die pensionierte Frontalieren, alle gut nicht nehmen, die Deutschen natürlich, applizieren, ohne sich aber auf den Tod festlegen zu wollen. Auch uns ist bewusst, dass wir natürlich weiterhin attraktiv für das Frontalier bleiben müssen. Wir auch mit diesem eventuellen neuen Steuerabkommen gibt die Rentekäse gestärkt gehen. Mittelfristige Maßnahmen vom ersten Pilier. Eine mittelfristige Maßnahme, die übrigens auch von vielen Vertretern von der Zivilgesellschaft gefordert gehen ist, aus der Grundsatz von keine Pension ohne Kotisation. Wir müssen aufhören, Pensionskäse zu politisieren. Es handelt sich um eine Assurance, kein Umverteilungsinstrument. Wenn wir gerne sozialpolitische Leistungen bezahlen, die über die Aufsicherung vom Alter rausgehen, dann müssen die über das Staatsbudget bezahlt gehen. Sie dürfen auf keinen Fall zulasten von der Pensionskäse gehen. An der Meinung sind da noch ein paar Heibannen. Können sich zum Beispiel vorstellen, dass in Zukunft Studenten am Kader von ihrer Regelstudienzeit eine Kotisation gut geschrieben kriegen, die dann aber aus dem Staatsbudget finanziert sollte gehen. Aktuell fließt just die Überschuss von der Pensionskäse an den Reservefonds. Wenn die Zentralstaat allerdings nicht Überschuss machen, so wie dann in den 90er Jahren der Fall war, geben wir auch die an den Reservefonds überführen. Der setzt sich auch dafür an, dass die Summe vom Kompensationsfonds wie auch vom öffentlich-rechtlichen Pensionsfonds so investiert gehen, dass der bestmögliche Ertrag mit möglichst kleinem Risiko erreicht wird. Am Moment gehen die Summe von diesen Fonds ausschließlich nur den ESG-Kriterien investiert, also restriktive Kriterien, die Aufsichtsstrukturen sozial- und Umweltauflagen berücksichtigen. Dadurch besteht das Risiko, und das muss man uns einfach bewusst sein, dass nicht das bestmögliche Rendement erreicht wird. Wir müssen uns in Zukunft vorstellen, ob wir uns das Limiten noch leisten können. Maßnahmen, die ich just präsentiert habe, geben sicher eine Zeit lang zur Entlastung beitragen. Sie geben einen angebauten Schneeballeffekt an unserem umlagefinanzierten System, aber langfristig auch just verzögern, nicht verhindern. Und dementsprechend wären wir auch nicht irgendwann an der demografischen Wachstumsfall mit allbekannten Konsequenzen gefangen. Für das langfristige Proposen müssen wir bei dem zweiten und dritten Pilier übergehen. Weil die kurz- und mittelfristlichen Proposen, die ich bis vorgestellt habe, waren erst meist. Kommen wir zum zweiten und dritten Pilier. Wie heute auch schon erklärt, handelt es sowohl beim zweiten Pilier, also dem von den Betriebsrenten, wie dem dritten Pilier, den die Privatzusatzversicherung umfasst, freiwillig, individuell Institutionen. Ein zweiter grundsätzlicher Unterschied zum ersten Pilier besteht allerdings darin, dass sie kapitalgedeckt sind. Und heute kommen wir auch zu einem Punkt, wo wir als Lützeburg wesentlich von anderen Ländern unterscheiden. Dadurch, dass wir von den generellsten öffentlichen Pensionssystemen von der Welt haben, wozu wir als ADR ja auch als Teil beigetragen haben, hat sich über die Jahre aber eine gewisse Tendenz aufgebaut, die Aufsicherung mit Kapital zu vernachlässigen. Wir liegen 2021 auf zweitletzter Platz von allen OECD-Ländern, was die Aufsicherung von den Pensionen durch Privatkapital anbelangt. Gerade mal 2,6% von unserem PIB. Norwegen, wo der Staat die Aufgabe durch riesigen, auf ihrer Ölindustrie basierten Fonds für die Bürger überholt hat, liegt der Prozentsatz mit 11% bei 5-mal so hoch wie bei uns. Darüber hinaus fällt dann auch unser Pensionsfonds mit seinen knapp 30 Milliarden vis-à-vis vom norwegischen Pensionsfonds minim aus. Und das wohlgemerkt nicht nur an absoluten Zahlen, aber auch in Relation. In Norwegen entspricht das ungefähr 30% von ihrem PIB. Heute in Lützeburg sind wir bei 30 bis 35% über den Daumen gepeilt. Vom zweiten Pilier kann all Salarier noch auf alle Freiberufler, die in Lützeburg wohnen, profitieren. Da der proposiert, dass die Hälfte von den Patronsbeiträgen, also der Allocation patronal, auch von den persönlichen Beiträgen, Kotisation personal, unverändert bleiben. Das Beitrag müssten aber in Zukunft indexiert gehen. Allerdings proposiert der eine Anpassung von den Steuern an dem Bereich vorzunehmen. Am Moment geht eine Standardbesteuerung von 20,9% auf das Beitrag erhoben. Das führt dazu,
dass es für ganz viele Leute steuerlich uninteressant ist, zumal für die kleinen Ermittlerabkommens, auf das Zusatzpensionen zurückzugreifen. Dafür proposiert er, dass in Zukunft das Beitrag nicht zu versteuern sind, genauso wie die Beiträge aus dem ersten Pilier. Steuern gegen Recht beim Ausbezahlen von der Pension auffallen. Mit der Propos ging mir auch eine Simplifikation administrativ am Steuersystem kreieren, weil alle Revenuen aus der Pension aus den 3 Pilieren zu selber Zeit am nämlichen Barem besteuert gehen. Am 3. Pilier kann er momentan bis zu 3.200 € pro Jahr zurücklehnen für eine Privatpensionsversicherung. Heute proposiert er, dass die Rigidität pro Jahr abgehoben wird und eine Flexibilisierung von den Montants, die ich steuerlich aufsetzen kann, angefeiert wird. Ich erkläre mich. Kann in einem Moment Maximum 40 mal 3.200 €, also 128.000 € steuerlich aufsetzen, bei denen 40 Jahre, wo ich kotisiert. Man aber pro Jahr 3.200 € Maximum. Die meisten Leute verdienen aber am Anfang von ihrer Karriere nicht dementsprechend. Darin sollte möglich sein, zu einem späteren Zeitpunkt die entsprechenden Kotisationen nutzukaufen. Zusätzlich proposiert er, dass die Plafond von 3.200 € und Lebenshaltungskosten ajustiert und indexiert wird und das retroaktiv seit seiner Aufhörung. Weiter sieht sie noch die Proposen, die mir aus dem 2. und 3. Pilier präsentiert haben, limitiert. Darin proposieren wir auch parallel unkonventionell Wert zu gehen. Wir haben uns seit 1987 und 1990 schon getraut und haben den unbezahlbaren Gewinn für die Gesellschaft erreicht. Heute weiß dass wir uns nicht trauen, out of the box zu denken, auf vielleicht als Idee, die ich präsentieren werde und die sicher nach mehr detailliert ausgeschafft gehen muss, hoffentlich zum Denkanstoß verliert. Sie schon ähnliche Ideen de Moyen präsentiert gehen. Von mir aus den 4 genannter demografischer Wachstumsfälle rauskommen, da muss mir als langfristig eine unkonventionelle Lösung auffallen lassen. Als ich will ich klarstellen, dass wir als ADR zu einem öffentlichen und solidarischen Lützebauer Pensionsmodell stehen und das Prinzip von der Solidarität hochhalten. Der Gegenteil von einer auf Umlage basierter Pension wäre eine kapitalbasierte Pension. Ein kapitalbasiertes Modell ist aber nicht automatisch egoistisch und unsolidarisch, wie das hier gerne suggeriert wird. Gibt mir die Chance, es zu erklären. Wir haben uns Gedanken gemacht für ein kapitalgedecktes Pensionssystem parallel zu unserem Umlageverfahren basierten Pensionssystem. Ich habe früher schon auf Norwegen verwiesen. Ein Land in Europa mit einem von den größten kapitalgedeckten Pensionsfonds der Welt, den sich als Benefice von der Petrolindustrie der natürlichen Ressource von ihrem Ökosystem speist, nur gesetzlich definierte Spielregeln geriert wird und allen Norwegern seine Aufsicherung für die Pension staatlich garantiert. Wir als ADR gesehen heiraten ganz langfristig das eigentlich Vorbild für eine nachhaltige Reform vom Lützebauer Modell. Natürlich kriegen wir so einen Fonds, den als führende Rentemauer schützen, nicht kurz- und mittelfristig auf den gesagt. Und noch die bestehende Kompensationsfonds repräsentiert am Hinblick auf die nötigen Ausmaßen ein bisschen mehr, weil die berühmten Rips auf der Wärme stehen, aber auch maximal ein ganz kleines Glas Wasser. Wie stellen wir uns diesen Fonds vor? Wir müssen den Draht nicht neu erfinden, just richtig zusammensetzen, weil alles, was wir brauchen, auch in unserem Ökosystem präsent ist. Wie schon gesagt, bezahlen die Leute auch heute schon zum Teil an freiwillige Zusatzpensionen, wie gerade annimmt den 2. und 3. Pilier an, die von unseren Assurancegesellschaften geriert gehen. Allerdings lösen die Manns sich die Zusatzpension noch alle Monat als solch ausbezahlen, wir entscheiden sich nur, die Gesamtsumme vom abbezahlten Kapital an den entsprechenden Zinsen ehemalig in Form von einer Kapitalausschüttung zu bezahlen. Und das ist gut im Grund, weil die Summen, die abbezahlt werden, über die Jahre zu niedrig verzinst werden, für den Lebensofen seriös zu decken. Hier setzen wir durch einen kleinen, aber entscheidenden Paradigmenwechsel an, ohne aber einem etwas wäsch zu holen. Nun Vorbild vom Ausland schaffen wir einen neuen Fonds, dem seine Spielregeln hier am Heiligen Haus definiert gehen. Die Gestion schreiben wir selbstverständlich aus, schließlich verfügen wir über unseren Finanzplatz über eine von den performantesten Banken und Assurancesektoren weltweit. Kapital gibt den neuen Fonds, wie bis bald schon aus den freiwilligen Kontributionen vom 2. und 3. Pilier beziehen. Die dann ajustiert und indexiert Beiträge, wie wir für proposiert haben, die bis bald steuerlich aufsetzbar an die Individualpension abbezahlt wird,
gingen dann an den neuen gemeinsamen Fonds fließen, wo sie verzinst, und das ist auch ganz wichtig, auch Verzinseszins gehen. Aber nicht einzeln auf verschiedene Fonds, mehr gemeinsam an einem einzig großen staatliche kontrollierten und garantierten nationalen Fonds. Wir geben also einen Exponentialeffekt generieren. Analog könnt die wichtigsten Unterschied zu Bisewell. Derjenige, den abzielt, bleibt proprietär vom Kapital. Das ist wichtig für gleich. Wir können es nicht mehr aus dem Fonds herausholen. Was bedeutet das konkret? Erstens geht eine Pension, die auf Basis vom eigenen Undeel gerechnet wird, rein aus den Zinsen respektive der Rendite vom Fonds ausbezahlt. Das heißt auch kleine Kapitaleinlagen profitieren also von der Synergie von einem grossen staatlich kontrollierten und garantierten Fonds. Dem einen oder anderen wird vielleicht aber schon eine vermeintliche Litige aufgefallen sein. Kann schließlich sein, was ich aber keinem wünsche natürlich, dass die kurz nachdem sie anfangen, seine Pension zu bezahlen, zum Beispiel bei einem Verkehrsaccident im Leben könnt. Am Umlageverfahren basiertes System wären Beiträge der Frucht. Bei unserem Fonds aber nicht, also kommt zu zweitens. Wie du gerade erwähnt, bleibt ein Abbezahler proprietär für sein Kapital. Und die wird nicht aus dem Fonds herausholen. Das heißt aber auch, dass die an Schenkungsrecht in diesem Fall voll spielen soll. Kapital mit seinen Zinsen geben also bei die eigenen Kanner, respektive eine Person oder Institution, die beim letzten Wille selber bestimmt gouf, überdrohen. Das ist also im jetzigen System nicht der Fall für den ersten Pilier. Mit unserer Idee gingen wir also generationsübergreifend solidarisch handeln. Drittens kämen noch weitere positive kumulativen Effekte bei. Die junge Generation kann weiter auf die geirrten Undeler von ihren Eltern abbauen und damit erwies über Generationen Kapitaleinlage verschieden verringern. Und dadurch erhöht sich den Undeel von Generation zu Generation. Fonds ist nicht ähnlich, wie wir heute schon kennen. Viele Familien verfügen schon über eine Immobilie, die verlohnt ist und die dann irgendwann in die nächste Generation vererbt wird. Par rapport zur Immobilie hat sie vom Invest an den Staatsfonds aber große Vorteile. Ein Appartement, den ich hier beispielhaft genannt habe, kann vom Lokatär vernachlässigt, von einer Naturkatastrophe zerstört und leider auch politisch tot reguliert gehen. Den Einzelnen fängt dann bei Null an. Auch dem Risiko dreht also Fonds aber Rechnung. Wie der Fonds ganz breit investiert, geht auch das Risiko für den Einzelnen minimiert. Und natürlich wäre auch das Logement ein Teil von der Anlagestrategie. Wir verfügen ja schon über das Modell für so einen Investitionsfonds, nämlich unseren bestehenden Kompensationsfonds vom ersten Pilier. Wir brauchen die Investitionsstrategie ohne die ESG-Kriterien just zu überholen und falls nötig geringfügig zu modifizieren, wodurch gleichzeitig der Spielraum für eine mittel- und langfristige Synergie geschaffen wird. Ein grundsätzlichen Unterschied gibt es allerdings. Bei unserer Idee vom Fonds handelt es sich nicht um eine Individualisierung, mehr echt eine Familiarisierung oder noch mehr präzis um eine Refamiliarisierung von den Pensionen. Ein natürlicher Generationenvertrag, so wie in der Menschheitsgeschichte die allermeiste Zeit der Fall war, angebaut an das Lützeburger Ökosystem vom 21. Jahrhundert. Zum Schluss aber noch das Allerwichtigste. Es muss keine Sorgen machen, dass in Zukunft vom Staat am Stach gelost gehen, was Pensionen betrifft. Als ADR wollen wir unseren Fonds nicht als Ersatz, mehr als Ergänzung, also parallel zu unserem bestehenden System aufbauen. Langfristig. Und damit bezeichne ich mich auf eine Zeit, die mindestens 2 bis 3 Generationen umfasst, für eine vollständige Synergie mit dem ersten Pilier mathematisch auch möglich zu machen. Zu diesem Block kann ein Pensionär von einer gedeckelten Pension am ersten Pilier ausgehen, zum Beispiel 2-mal den qualifizierten Mindestlohn, plus Verzinsung aus dem lograt proposierten Staatsfonds. Damit wird eine Rentesicherheit für alle Einkommens, unabhängig vom demografischen Wachstum garantiert. Die Decision liegt allerdings bei der Generation, die dann an der Verantwortung steht. Wir leben an unserer Idee von diesem Fonds Fundament für ein generationsübergreifenden, solidarischen Pensionsmodell. Damit wir zum Schluss von meiner Intervention kommen. Das Proposen sind wahrscheinlich nicht das letzte Wort von der ADR und nicht die einzige gute Idee von heute,
Wir weisen aber eventuell die eine oder andere neue Piste ab. Als ADR hoffen wir auf interessante Diskussionen und einen guten Austausch an den nächsten Wochen und Monaten. In der sicher, aus der ganzen Pensionsdebatte gehen wir alle mehr Gescheide raus und in dem Sinn freue ich mich persönlich schon auf die kommenden Expertenrunden und die zusätzlichen Échangen mit den Wählern, den Jungen und den anderen Parteien. Ich will jedem Merci sagen, den ich auf die eine oder andere Manier und Diskussionen vom Pensionssystem und des Pensionsdebatte abgerutscht hat und er bringen Wert. Und ihr soll Merci für die Nullausstre. Très bien.